aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon. Von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. G wie Gerichtsbarkeit auf Burgen, unter Berücksichtigung der niederen Gerichtsbarkeit vor allem. Was mir mal wieder aufgefallen ist, besonders wenn ich mir Streams anschaue oder Videos über Burgen verfolge, ist, dass Antworten auf Fragen zur Burgenkunde oft einfach so dahingesagt werden, ohne dass wirklich genau recherchiert wurde. Man hat vielleicht mal irgendwann etwas in einem Buch gelesen, das ist hängen geblieben und wird dann fröhlich weiterverbreitet. Aber so einfach ist das eben nicht. Gerade bei historischen Themen wie der Gerichtsbarkeit auf Burgen lohnt es sich, ein bisschen tiefer zu graben. Diesmal geht es ganz konkret um die niedere Gerichtsbarkeit, also das, was der Burgherr selbst entscheiden durfte. Und darum, warum man den Burgfried bitte nicht mit dem Bergfried verwechseln sollte. Zwei ganz verschiedene Dinge, auch wenn sie ähnlich klingen. Also, wer es genau wissen will, bleibt dran. Und jetzt erstmal ein Video. Sind Sie auch manchmal verwirrt von mittelalterlichen Begriffen? Dann klären wir doch mal die Verwirrung zwischen Burgfried und Bergfried auf. Bleiben Sie dran und werden Sie zum Profi in Sachen Burgvokabeln. Also, Burgfried und Bergfried klingen ähnlich, sind aber total verschieden. Burgfried bezieht sich auf einen Rechtsbezirk im Mittelalter. Er gewährte seinem Inhaber rechtliche Privilegien und Rechte, was oft zu Streitigkeiten wegen überlappender Grenzen führte. Stellen Sie sich das vor wie die mittelalterliche Version von Nachbarschaftsstreit, nur mit deutlich höheren Einsätzen. Bergfried hingegen ist der Hauptturm einer Burg, sozusagen der Wolkenkratzer des Mittelalters. Er diente der Verteidigung, ist also kein juristischer Begriff. Denken Sie an die Burgruine Königstein im Taunus, da sieht man einen beeindruckenden Bergfried. Wenn Sie also das nächste Mal über mittelalterliche Geschichte sprechen, denken Sie daran, Burgfried bedeutet Recht und Ordnung, Bergfried bedeutet mächtiger Turm. Und damit wäre dieses mittelalterliche Rätsel gelöst. Wieder ein interessantes Video, aber schauen wir mal genauer hin. Unterschied zwischen dem Gericht des Burgherrn und dem Dorfgericht im Mittelalter. Im mittelalterlichen Rechtssystem unterschied man zwischen verschiedenen Formen der Gerichtsbarkeit, die je nach Rang, Besitz und rechtlichen Stellung ausgeübt wurden. Zwei zentrale Instanzen waren dabei das Gericht des Burgherrn, auch Herrengericht genannt, und das Dorfgericht im Rahmen der niederen Gerichtsbarkeit. Das Gericht des Burgherrn, Herrengericht. Dieses Gericht war Teil der sogenannten Grundherrschaft und wurde vom Burgherrn oder dessen Vertreter, zum Beispiel Vogt oder Schultheiß, über die ihm unterstellten Leibeigenen und Hintersassen ausgeübt. Es umfasste in den meisten Fällen die niedere oder mittlere Gerichtsbarkeit, aber auch in manchen Fällen die hohe Gerichtsbarkeit, je nach verliehenem Recht. Oblag dem Burgherrn auch das Blutrecht, ius gladi. In einem solchen Herrengericht wurden auch schwerwiegende Vergehen wie Totschlag, Brandstiftung, Raub oder schwere Eigentumsdelikte verhandelt. Verhandlungen fanden in der Regel auf der Burg, im Burghof oder in einem geeigneten Raum statt, teils öffentlich zur Machtdemonstration. Es konnten auch im Burgfriedbereich, Gerichtsbezirk, besondere Gerichtsplätze für Verhandlungen gewählt werden. Das Dorfgericht mit niederer Gerichtsbarkeit. Dem gegenüber stand die niedere Gerichtsbarkeit, wie sie in Dörfern üblich war. Hier wurden alltägliche Streitigkeiten und kleinere Delikte verhandelt, etwa Grenzstreitigkeiten, Flurschäden, Erbstreitigkeiten oder Verstöße gegen die Dorfordnung. Die Sitzungen fanden oft unter der Gerichtslinde oder im Gemeindehaus statt. Den Vorsitz führte meist ein vom Grundherr eingesetzter Dorfrichter oder Schultheiß, teils mit Unterstützung von gewählten Schöffen aus dem Dorf. Grundherr auch der Landesherr. Während das Dorfgericht vor allem der lokalen Selbstverwaltung und Ordnung diente und kleinere zivilrechtliche Fälle behandelte,
war das Herrengericht Ausdruck feudaler Herrschaftsgewalt mit weitreichenden Kompetenzen. Beide Gerichte spiegeln die soziale und rechtliche Hierarchie des Mittelalters wider und verdeutlichen, wie stark Herrschaft und Rechtsprechung damals miteinander verknüpft waren. Die Skizze soll verdeutlichen, wo die einzelnen Gerichtsbezirke Grenzen miteinander verschmelzen. Hier zum Beispiel der Burgfried, also der Gerichtsbezirk, der jetzt hier in dem Fall zur Burg gehört, mit den rot markierten Häusern, die nicht nur im Gerichtsbezirk selbst liegen konnten, sondern auch außerhalb zugewiesen sein konnten. Das Dorf in Grün mit den einzelnen Gehöften, genauso das Kloster mit Blau mit den einzelnen Gehöften. Auch Straßen oder sonstiges gehörten dazu und mussten dann dementsprechend auch versorgt, gepflegt und behandelt werden. Hierzu noch ein paar Quellenzitate. Karl Kröschl, Deutsche Rechtsgeschichte. Die niedere Gerichtsbarkeit umfasste vor allem Zivil- und kleine Strafsachen. Sie war typischerweise an die Grundherrschaft gebunden und wurde häufig durch den Burgherrn oder seinen Vogt ausgeübt. Gerichtsbeschreibung des Hochstifts Passau. Thomas Winkelbauer. Es ist dem Herrn erlaubt, in seinem Schlossgericht über die Sachen der Untertanen zu richten. Es sei Streit um Vieh, Holz oder Weide, auch mit Rügen, Bußen und Tagwerken zu strafen. Des Weiteren Friedrich Battenberg, Rechtsgeschichte der deutschen Territorien. Burggerichte entstanden dort, wo ein adliger Herr seine Grundherrschaft zugleich mit einem Gerichtsprivileg ausübte. Dies betraf besonders die niedere Gerichtsbarkeit, deren wichtigste Funktion im Alltag die Ordnung im Dorf und unter den Hintersassen war. Auch noch Albrecht Cordes HRG. Die niedere Gerichtsbarkeit beinhaltete die Kompetenz zur Ahndung geringfügiger Delikte zur Wahrung des öffentlichen Friedens auf dem Gebiet der Herrschaft und zur Sicherung der grundherrlichen Ordnung. Der Burgfried. Oder warum man zum Bergfried nicht Burgfried sagen sollte. Der Burgfried. Rechtlicher Begriff. Der Schutzbereich der Burg. Der Burgfried war das besonders geschützte Areal rund um eine Burg, in dem ein eigener Rechtsfrieden herrschte. Der Umfang war rechtlich festgelegt, konnte aber auch einzelne Bereiche wie Höfe oder sogar Personen umfassen, die außerhalb dieses direkten Areals lagen. Innerhalb dieses Bereiches galt das Hausrecht des Burgherrn, oft eigener Gerichtsbarkeit, war das Tragen von Waffen, Kämpfen oder Blutvergießen verboten, ähnlich dem Kirchenfrieden oder Marktfrieden. Konnten sich Personen in Sicherheit bringen, vergleichbar mit einem Asylrecht, wurden Vergehen besonders streng bestraft. Der Umfang des Burgfriedens war oft vertraglich festgelegt oder in Grenzsteinen markiert. Baulicher Begriff. Bergfried, der Turm, sollte nicht mit Burgfried verwechselt werden. Achtung, der Begriff Burgfried wird manchmal mit dem Bergfried als dem wehrhaften Hauptturm einer Burg verwechselt. Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Burgfried, rechtlich geschützter Bereich, Bergfried, der hohe, meist unbewohnte Hauptturm der Burg zur Verteidigung oder als Statussymbol errichtet. Schauen wir auf den Burgfried etwas genauer. Ein Burgfried war ein besonderer Gerichtsbezirk, der in der Regel einer Burg, einem Schloss, einem Kloster oder auch einem größeren Bauernhof zugeordnet war. Später auch Gemeinden und Städten. Solche Flächen waren vom allgemein zuständigen Gericht ausgenommen. Man sagt auch, sie waren exempt. Das bedeutet, innerhalb des Burgfrieds hatte der jeweilige Grundherr selbst die Gerichtshoheit. Auf dem Bild so ist zu sehen, wie der Landesherr mit dem Grundherrn zusammen die Grenzen für den Burgfried festlegt. Er konnte in seinem Gebiet bestimmte Rechtsangelegenheiten regeln und sogar Strafen verhängen, ohne dabei ein übergeordnetes Gericht bemühen zu müssen. Vor allem die niedere Gerichtsbarkeit, also etwa kleinere Vergehen, Streitigkeiten oder Verwaltungsangelegenheiten, lag in der Hand des Grundherrn. Der Burgfried ein Privileg. Dieses Recht war ein Ausdruck mittelalterlicher Machtstruktur.
Der Burgfried war nicht nur ein Zeichen rechtlicher Unabhängigkeit, sondern auch ein Privileg, das die Stellung des Burgherrn und die Selbstverwaltung seiner Untertanen stärkte. Es ersparte lange Wege zu entfernten Landgerichten und konnte materielle Vorteile bringen, allerdings war seine genaue Reichweite unterschiedlich geregelt. Welche Rechte umfasste ein Burgfried? Nicht jeder Burgfried hatte dieselben Befugnisse. Einige waren auf die Festnahme und Auslieferung von Straftätern beschränkt. In solchen Fällen durfte der zuständige Richter den Burgfried gar nicht betreten, er musste sich die Person übergeben lassen, so wie auf dem Bild rechts. Andere Burgfriede waren deutlich mächtiger. Sie durften selbst Beweise aufnehmen, Zeugen vernehmen oder sogar die sogenannte peinliche Befragung, also Folter, anwenden. Manche verfügten über nahezu vollständige Verfahrenshoheit. Das heißt, von 7 erforderlichen Zeugen wurden bis zu 5 innerhalb des Burgfrieds gehört. Solche umfassend ausgestatteten Burgfriede wurden mitunter schon fast wie eigenständige Landgerichte behandelt. Typische Strafen der niederen Gerichtsbarkeit. Geldstrafen, Bußen, am häufigsten verhängt, etwa für Beleidigungen, kleine Diebstähle, Fluchen oder unrechtmäßige Holz- und Wiesennutzung. Das eingenommene Bußgeld floss oft dem Grundherrn oder dem Gericht zu. Schandstrafen, Ehrenstrafen, diese sollten vor allem abschrecken und waren öffentlichkeitswirksam. Pranger, Angeklagte wurde an einen Holzpfahl, Pranger, gekettet, oft an einem öffentlichen Platz. Schandkorb, Schandstein, Schandmaske, lächerlich machende Objekte zur öffentlichen Demütigung, Eselreiten oder das Setzen auf einen Schandstuhl als symbolische Strafe. Kirchenbußen, öffentliche Buße oder das Tragen von Büßergewändern in der Kirche, oftmals mit Fasten oder Gebet verbunden. Stockhiebe, Prügelstrafen, körperliche Züchtigung als Bestrafung meist mit Ruten oder Stöcken. Temporärer Ausschluss aus der Gemeinde, zum Beispiel Bann oder Verweisung aus dem Dorf für bestimmte Zeiträume. Arbeitsleistungen, Bußarbeit, Strafarbeiten wie Wegereinigung, Bauarbeiten für die Herrschaft oder Gemeinde. Gefängnisstrafen in geringem Maße. Bei kleineren Vergehen möglich, aber Gefängnisse waren teuer, daher selten genutzt. Bedeutung des Burgfrieds. Ein Burgfried musste nicht zwingend an eine Burg gebunden sein. Auch Städte, Klöster oder wohlhabende Privatpersonen konnten einen solchen Gerichtsbezirk innehaben. In einem größeren Gerichtsbezirk konnten sogar mehrere Burgfriede existieren, teils mit sehr unterschiedlichen Rechten. Ein Burgfried war mehr als nur ein Ort der Rechtsprechung. Er war zugleich ein Symbol für lokale Autonomie und führte im Laufe der Jahrhunderte zu einer starken Zersplitterung der Gerichtsbarkeit, vor allem im 17. und 18. Jahrhundert. Hier sehen wir so einen Burgfried-Grenze, links der klösterliche Bereich des Burgfrieds und rechts ein städtischer Bereich des Burgfrieds, was natürlich immer wieder zu Konflikten führte, hier natürlich prekärerweise durch einen See getrennt, heißt, selbst die Fischrechte waren hier geteilt, auf der linken Seite konnte das Kloster abfischen, auf der rechten Seite die Stadt. Schauen wir auf die Quellenlage. Wissen über Burgfriede finden wir in alten Gerichtsbeschreibungen, Urbaren, Grenzprotokollen und Archivalien der Grundherrschaften. Einige Regionen, wie etwa die Steiermark, haben diese historischen Strukturen sogar systematisch erfasst. Quellenzitate. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. Der Burgfriede bezeichnet einen eigenen Gerichtsbezirk, in dem die grundherrliche Gerichtsbarkeit, meist die niedere, zum Zugriff des Landesgerichts ausgenommen war. Der jeweilige Burgherr übte dort die Rechtsprechung ohne äußere Eingriffe. Des Weiteren Stefan Petzold, die deutschen Königspfalzen. Die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Form des Burgfriedens bildet eines der zentralen Herrschaftsinstrumente des Adels. Die niedere Gerichtsbarkeit diente dabei auch der sozialen Kontrolle über die bäuerliche Bevölkerung. Fazit: Darum sollte man zum Bergfried nicht Burgfried sagen, denn das ist
ein Burgfried die Grenze des Gerichtsbezirks und das ist ein Bergfried, der Hauptturm der Burg. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel, alias der Burgenmeister. Und nie vergessen, abonnieren und folgen ist kostenlos.